Bravissimo! Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta! Zum Morgen für alle! Teddy! Bären zum Essen? Fein. Keine echte Bären natürlich. Omelette Teddy mit Gesichtern aus Himbeerkonfitüre. Hä? Wer hat brüllt? Ist der Herr Löwenzahn ausgebrochen? Der Herr Löwenzahn? Nein, das ist denk die neue Glocke an der Haustür. Die tönt eben jedes Mal anders. Das ist sicher das Päckchen. Ha! Genau wie bestellt. Adewohl. Dankeschön. Ha, super Service. Fantastisch. Auf das habe ich gewartet. Ich habe eben ein neues Insekt fürs Terrarium bestellt. Ihr macht die Schachteln auf und ich hole etwas zum Reintun. Was ist das für ein Tier? Mal schauen. Hä? Das ist ja leer. Also, bis auf ein paar Blättchen und Gräser. Aber da drin ist weit und breit kein Tier oder ein Insekt. Das würden wir ja voll sehen. Der Paps muss anrufen und sagen, dass sie es nicht eingepackt haben. Oh. Toll, Patschli. Also, dann zeigt mir dem Käferli sein neues Haus, oder? Krotte Krötli. Die Schachtel ist leer, Paps. Da hat es leider kein Tier drin. Leer sagst? Bist du sicher? Nichts als ein Zweig und Blätter. Jimmy, der Zweig ist ein Insekt. Und zwar ein Stabheugümper. Krottenkrötli nochmal. Und wir haben es ausgeleert. Paps, Entschuldigung, wir haben es nicht gewusst. Macht nichts, Jimmy. Stabheugümper tarnen sich als Zweig oder Äste. Und zwar seit Hunderten von Jahren. Darum können sie es eben auch so gut. Also, ich bin reingegangen. Ich auch. Manchmal sind die Sachen eben anders, als sie scheinen. Aber wir müssen das Tier wieder einfangen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Es kann eigentlich nicht weit sein. Können wir schauen? Hä? Oh. Mist. Stecken. Wo bist du? Also so finden wir das gar nie. Aber du hast etwas, Lutti. Stecken. Nein. Ah, tut mir leid, Lutti. Leider kein Stabheugümper dabei. Stabheugümper sind, glaub ich, schlau. Dann müssen wir einfach noch schlauer sein. Ich habe eine geniale Idee. Ha? Bravissimo! Wir treffen uns beim Eingang vom Affengehege in 10 Minuten. Ich check das nicht. Der Paps hat doch vorher gesagt, wir sollen da hinkommen. Baum. Wo kommt denn der her? Wo? Paps! Was machst du da? Wir haben gemeint, du sagst einen Baum. Haha, verwünscht. Und das probiere ich jetzt mit dem Heugümperli auch. Wie soll das gehen? Ich habe gedacht, wenn sich der Heugümper als Zweig tarnet, dann tarne ich mich als Baum. Stabheugümper haben gern Bäume. Das heisst, ich muss einfach warten, bis das Viechli an mir hochklettert. Aua! Ah. Lotti, nein, geh runter. Ich sollte jetzt eben gerade ganz still stehen. Vielleicht könnten jetzt Lotti und ich auch etwas machen. Nur falls der Stabheugümper nicht von allein kommt. Genial, Jimmy. Ihr zwei, haltet Ausschau. Ach, nicht jetzt, Vedi. Nein, nicht, hör auf, fertig jetzt. Nein. Wedi aus! Komm, hilf uns gescheiter beim Suchen. Der Wedi ist doch ein Experte im Steckli suchen. Wenn er es nicht findet, dann finden wir sicher nie mehr. Los, such Steckli! Los, such!
Ich glaube, es ist ein bisschen kleiner. Wadi, die hast du ja schon gefunden. Nein, Wadi! Nein, gang weg! Kst, kst, hopp! Steckli! Stabheugümper meinst du, Lotti, gell? Wir haben ihn gefunden! Ha! Mein Plan war genial. Schlaue Wadi, schlaue Jimmy und oberschlaues Lotti. Das ist dein neue Zuhause. Also ich habe genug Aufregung für heute gehabt. Hä? Hä? Ein Specht? Bescheuert den, sonst pickt er mich! Ich habe nur die neuen Leute ausprobiert, Paps. Manchmal sind die Sachen anders als scheinen, weisst du nicht mehr? Ha! Oder eben wie sie tönen, gell? Sehr gut beobachtet, Jimmy. Alles tippitoppi Paletti.